Er heißt Tal. Tal Nif, aber am liebsten bin ich am Berg. Ihn fasziniere die Bewegung an sich, sagt er. Und er schätzt die Konzentration, die am Fels notwendig ist. Das blindet die ganzen Geräusche vom Leben aus. Das Klettern, da denkt man nur, ist wie sehr, sehr meditativ, würde ich sagen. Für mich persönlich finde ich es sehr meditativ. Mit herkömmlicher Meditation sei er selten so weit gekommen. Trotz vieler Versuche, sagt er. Überhaupt gilt für ihn: Religion ist mir eigentlich nicht so wichtig, spielt keine große Rolle. Dabei ist ihm eine Religion gewissermaßen in die Wiege gelegt: das Judentum. Er wird in Israel geboren. Als kleines Kind lebt er mit seiner Familie in einem Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen. Es ist eine jüdische Bastion. Jenseits des Stacheldrahts Palästinenserland. Tal Nif dient dem israelischen Staat als Soldat und studiert in Jerusalem. Doch zwischen Wehrdienst und Studium reist er um den Globus. Dabei entdeckt er die Berge für sich. Und er kommt in Verbindung mit der kosmopolitischen Welt der Bergsteiger. In Frankreich begegnet er einem jüdischen Südafrikaner, der von seiner Bergführerausbildung bei Amerikanern erzählt. Und dann war mir klar, okay, ich möchte die Ausbildung machen. Es ist ein direkter Weg für Bergsleben, was mein Endziel war, wie man hier sieht halt, gell? Das war mein Endziel. Berge. Dass es schließlich die bayerischen werden, liegt an einem Event in Wales. Dort trifft er einen Rosenheimer Bergführer. Der lädt ihn ein und Tal Nif setzt sich ins Flugzeug. Es war wirklich ein Zufall. Es war von meiner Seite her auch mit viel, so ein bisschen blauäugig, also mit viel Vertrauen und vielleicht mit ein bisschen Naivität. Aber es klappt. Der Freund holt ihn ab. Tal Nif macht seine Bergführerausbildung in Bayern. Dabei lernt er Heidi Harder kennen. Okay, welche Tour willst du machen? Die da in der Mitte. Durch sie kommt Tal Nif ins Allgäu. Deutsche und Israeli. Bergführerin und Bergführer. Beide weit gereist. Sie gründen eine Familie. Da beginnen sie, die eine oder andere Tradition zu pflegen. Manche Feste haben wir jetzt eben auch angefangen, einfach mit den Kindern so ein bisschen zu feiern. Also Hanukkah zum Beispiel, dass ja auch so in die Adventszeit fällt und mit den Kerzen, das auch sehr schön ist. Im Herbst waren wir immer in Israel, also so im Oktober, November, und da ist oft diese Ferienphase, da fällt oft Sukkot rein und dann haben wir da diese Hütten uns halt angeschaut oder bei Freunden die oft gesehen. Und Pessach natürlich, weil das einfach so ein wichtiger Feiertag ist. Ja. Und wenn jetzt Tals Eltern zu Besuch sind, dann ist auch Freitagabend irgendwie so ein besonderer Abend, wo wir dann halt schöner kochen als normal oder so. Ja. Sukkot, das Laubhüttenfest, und Pessach erinnern an den Auszug der Juden aus Ägypten, lernt Heidi. Sie schätzt das Eintauchen in eine andere Kultur und Religion. Aus der Kirche ist sie vor langem ausgetreten, aber mit den Kindern pflegen sie auch Weihnachts- und Osterbräuche. Den Haushalt macht mal er, mal sie. Die strengen Regeln der jüdischen Orthodoxie befolgt Tal Nif nicht. Ich bin ein Israeli, bin ein Jude, aber ich bin kein gläubiger Jude. Ich bin ein säkularer Jude. Übrigens, die meisten von den Israelis sind säkuläre Juden. Unter uns, es wäre ein bisschen einfachere Welt, wenn man sich bzw. andere nicht ständig definieren musste. Tal Nif setzt auf Zusammenhalt. Das macht schon der Job. Viele Kunden seiner Bergsteigerschule kommen aus Israel. Er bringt sie auf die höchsten Gipfel der Alpen. Umgekehrt führt er auch Deutsche auf Berge in Israel und auf der Westbank. Und dann kehrt er immer wieder gerne nach Hause zurück. Ins Allgäu.